Und das sind die Fernsehbilder, die NATO-Sprecher Jamie Shea meint und die den entscheidenden Fehler Miloševićs im Propagandakrieg dokumentieren. Bilder albanischer Flüchtlinge an der jugoslawisch-mazedonischen Grenze. Jeden Abend und in jeder Nachrichtensendung war es nun zu sehen. Leid, Flucht und Vertreibung. Doch in Deutschland haben diese Bilder offenbar nicht ausgereicht. Jetzt hieß es, von langer Hand hätten die Serben die Vertreibung dieser Menschen und die ethnische Säuberung des Kosovo geplant. Mord und Vertreibung im Kosovo erhielten einen Namen. Operationsplan Hufeisen. Ich will Ihnen ausdrücklich auch für morgen ankündigen, eine genaue Analyse dessen, was sich auf der Grundlage des Operationsplanes Hufeisen in den Monaten seit Oktober 1998 im Kosovo vollzogen hat. Er zeigt sehr deutlich, dass in klar erkennbaren Abschnitten die jugoslawische Armee, die jugoslawische Staatspolizei begonnen hat in der Zeit von Oktober bis zum Beginn der Verhandlungen in Rambouillet, die Vorbereitungen für die Vertreibung der Bevölkerung nicht nur zu treffen, sondern diese Vertreibung auch schon begonnen hat. Er zeigt im Übrigen sehr deutlich das systematische und ebenso brutale wie mörderische Vorgehen, das seit Oktober 1998 geplant und seit Januar 1999 ins Werk gesetzt worden ist. Dies sollte der Operationsplan sein. Wie ein Hufeisen umschließen serbische Truppen albanische Zivilisten und treiben sie aus dem Kosovo. Schon seit Januar 99, also vor Beginn der NATO-Angriffe, seien die Serben planmäßig vorgegangen, hieß es in der Broschüre des Verteidigungsministeriums. Und zum Beleg dieses Foto. Doch die Datenzeile weckt Zweifel, denn sie zeigt das Aufnahmedatum, April 99, also nach Beginn der NATO-Luftangriffe. Und schon deshalb ist das, was in Randubrava, dem Dorf auf dem Foto, geschah, kein Beweis für den Hufeisenplan. Randubrava heute. An den Krieg erinnert nur noch wenig. Wiederaufbau. Die Dachziegel, mit denen die Bewohner ihre zerstörten Häuser neu decken, hatte ihnen die deutsche Hilfsorganisation Cap Anamur gespendet. Aber wurde das Dorf tatsächlich, wie Minister Scharping behauptete, bereits vor den NATO-Luftangriffen von den Serben überfallen und in Brand gesetzt? Und wurde die Zivilbevölkerung wirklich planmäßig von hier vertrieben? Dies hätte dann ein Indiz für die Echtheit des Hufeisenplans sein können. Die Bewohner haben das Dorf am 25. März nach den Luftangriffen der NATO verlassen. Abends gegen 20 Uhr haben wir den Befehl von der UÇK erhalten, die Bevölkerung zu evakuieren. Am 26. März hat es keine Dorfbewohner mehr hier gegeben. Wir hatten sie alle in das Dorf Mamouche gebracht. Dann erst beschossen uns die Serben mit Granaten. Wir waren UÇK-Soldaten, wir haben uns verteidigt. Aber es war unmöglich. Wir waren den Panzern und Kanonen gegenüber machtlos. Aber wir haben standgehalten, solange wir konnten. Hier aus meinem Dorf waren wir 85 UÇK-Soldaten, aber es gab auch noch andere von außerhalb. Insgesamt waren wir hier 120 Soldaten von der 4. Kompanie der 129. Brigade der UÇK. Mit einer planmäßigen Vertreibung der Zivilbevölkerung hat das wenig zu tun. Hatte Verteidigungsminister Scharping in seiner Broschüre die Unwahrheit verbreitet? Wie haben Sie sich darüber informiert, was in diesem Ort geschehen ist? Das sind Ergebnisse der Luftaufklärung. Das ist ja nicht so schwer, entsprechende Bilder zu bekommen, jedenfalls solange Sie keine geschlossene Wolkendecke haben. Im Übrigen gibt es Zeugenaussagen, die man heranziehen kann. Es gibt Menschen, die geflohen sind, es gibt andere, die zum Teil unter Lebensgefahr berichtet haben. Dazu gehörte in der Zeit vor dem Ausbruch der kriegerischen Maßnahmen auch das sehr vielfältige Informationsangebot, will ich es mal nennen, das über die unbewaffneten Beobachter der OSZE an uns herankam. Doch nicht nur das Dorf Randubrava führt Rudolf Scharping in seiner Broschüre als Beweis für den Hufeisenplan an. Auch ein Dorf namens Sarnovici soll vor den NATO-Luftangriffen zerstört worden sein. Doch
Auch dieses Foto entstand später, im April 99, ebenfalls nach Kriegsbeginn. Dort hinten liegt das Dorf aus der Aufklärungsbroschüre des Verteidigungsministeriums. Allerdings heißt der Ort nicht Sanovici, sondern Peterštica. Noch heute sind die Spuren des Krieges zu sehen. Viele Häuser bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Es wird noch lange dauern, bis die rund 100 Bewohner ihr Dorf wieder aufgebaut haben. Dankeschön, rufen Kinder auf Deutsch. Auch hier stammt das Baumaterial von deutschen Hilfsorganisationen. In Peterštica wollten die Serben die Heimat dieser Dorfkinder auf eine besonders tückische Art und Weise für immer zerstören. So steht es in der Broschüre des Verteidigungsministeriums. Zitat: Zunächst stellt man, also die Serben, eine brennende Kerze auf den Dachboden und dann öffnet man im Keller den Gashahn. Auf diese Weise also hätten die Serben hier gewütet. Ihre Aktionen, so Scharping, seien keine Reaktion auf die Luftangriffe der NATO gewesen, sondern, so wörtlich, von vornherein Teil der sogenannten Operation Hufeisen, also der planmäßigen Vernichtung vor Beginn der NATO-Bombardierung. Doch in Peterštica erinnert man sich völlig anders. Das war alles schon im Juni 1998 passiert. Damals waren da eine Menge Leute von der jugoslawischen Armee, die dort vom Dorf Zboč aus auf uns zukamen. Aber wir hatten die Armee zurückgeschlagen. Dann hatten sie angefangen, uns mit schweren Waffen zu beschießen. 4 Wochen lang. Es gab so gut wie keine Stelle mehr, wo keine Granate eingeschlagen war. So war es in diesem Ortsteil hier und im gesamten Dorf. Die Zerstörungen also stammten bereits vom Juni 1998. Doch laut Scharping hatte Milosevic den sogenannten Hufeisenplan erst ein halbes Jahr später, im Dezember 1998, entworfen. Und was war mit den Kerzen auf den Dachböden und dem Gashahn im Keller, von denen Scharping berichtete? Nein, so gerieten die Häuser in unserem Dorf nicht in Brand. Das passierte auf unterschiedliche Art und Weise, aber nicht so. Die wurden anders in Brand gesetzt. Die Häuser hatten durch Granatenbeschuss Feuer gefangen. Diese Fälle gab es. Das geschah, als die Granaten ins Heu einschlugen, auf die Zäune und so. Auf gar keinen Fall aber durch solch eine Methode mit den Kerzen. Wieder kein Beleg für den sogenannten Hufeisenplan. Wohl aber ein weiterer Beweis für Manipulation und Fälschung im Verteidigungsministerium. Dieser letzte Ort war, da gab eine Bildunterschrift drunter, dort stand, die Serben kommen in die Dörfer, öffnen die Gashähne in den Kellern und stellen eine brennende Kerze auf den Dachboden. Und es gibt Zweifel, dass diese Methode überhaupt funktioniert. Welche Zweifel sind das? Dass man in dem Keller Gashahn aufdreht und oben eine Kerze hinstellt, das funktioniert nicht. Ja? Nee, das funktioniert technisch überhaupt nicht. Weder chemisch noch physisch noch überhaupt. Weiß eigentlich jeder Oberbrandmeister. Es muss also eine Information sein, die entweder von den Zeugen, die ihnen zugetragen worden ist, nicht korrekt ist oder nicht geprüft worden ist. Dann würde ich Ihnen raten, diesen Test nochmal zu machen, aber nicht mit einem Gashahn im Keller, sondern mit einer Flasche. Ja, ist beides. Funktioniert beides nicht. Ja? Ja. Gas ist nämlich schwerer als Luft. Auch der Minister hatte offenbar gemerkt, wie leicht solche Manipulationen und Lügen auffallen könnten. Denn später finden sich zwar noch die Abbildungen der beiden Dörfer, aber ohne die verräterischen Text- und Datenzeilen. In einer Neuauflage vom Mai 99 waren sie entfernt worden.